hier unten nur. Ja, das könnte ich jetzt hier unten machen, so. Wow, da kommt ein bisschen Samen, war eine gute Idee. So. Ist ja nicht groß, wir haben nur 15. 1, 2, 3, 4. Vielleicht 4 mal 4 so. 1, 2, 3, 4 so. Und dann gleich darüber. Und da so. Und jetzt brauchen wir noch Wasser, ne? Ach, je. Und so ein Zeug sollte ich am Anfang schon denken. Ja, habe ich nicht. Oh. So geht das. Naja, jetzt haben wir einen Eimer Wasser. Soll ich gleich 2 machen? Ja. Komm, ich mach gleich 2, weil dann können wir so unendliche Brunnen machen. Geht ja sonst nicht mit einem. Und dann gehen wir da hinten schnell Wasser holen. Und wässern dann unsere Farm. Ja, da hat's schon Hühner. 2. Mindestens. Was habe ich jetzt eingesammelt? Samen. Oh, da ist noch mehr Samen. Da ist wieder ein Huhn. Huch. Ah, da haben wir Sand geholt, genau. Ach, Mist. So, am besten mittendrin rausnehmen. So. Da gibt es keine Strömungen. Aber wir wollen Kühe und keine von diesen blöden Hühnern, auch wenn uns das so schön ins Gehege reinläuft. Ich will es nicht. Dich will ich auch nicht. Ah, da, jetzt bin ich schon wieder zu weit gelaufen. Oh, toll. Okay, wo soll das Wasser hin? Es reicht immer 5, glaube ich. Also bei 4×4 spielt das ja keine Rolle, wo wir es hin tun. Wir können es eigentlich hier unter den Zaun legen. So. Und jetzt können wir hier den Boden zurecht machen. Wie viele Samen haben wir schon? 17. Und dann anpflanzen. Dann wächst das auch schon schön. So. Und jetzt müssen wir nur noch Geduld haben und warten, bis es fertig gewachsen ist. So. In der Zwischenzeit können wir anders machen. Da hinten ist eine Kuh. Vielleicht zum Beispiel schnell das Fleisch braten, was wir jetzt von den Hühnern ergattert haben. Wir haben glaube ich noch mehr. Ja genau, hier sind nochmal 2. Schmeißen wir die auch noch gleich rein. So. So, zurück nach einer kurzen Unterbrechung. Wieder hier bei Minecraft. Inzwischen ist es Nacht geworden, weil ich aus Versehen den Inventar drin hatte, anstatt der Startbildschirm. Naja, da können wir gleich pennen gehen. Ich glaube, wir haben hier genau gebratenes Hühnchen reingeworfen, damit wir hier etwas zu essen haben. Wir haben unten ja Spinnen unseres Zeugs gemacht da. Wir müssen jetzt Geduld haben und warten, bis es gewachsen ist. Vorher natürlich kurz pennen und dann sehen, ob noch irgendwelche Monster draußen sind. Ja, da bringen sie euch um. Gehen wir gleich alles einsammeln und die Spinnen umbringen am besten. Da wächst alles schön. Ich glaube, schneller wachsen können wir es ja leider nicht lassen. Naja, ist ja wurscht. Oh, ich habe hier irgendwelche Viecher auf dem Bildschirm. So. Ja, was machen wir jetzt? In der Zwischenzeit könnten wir doch noch einen Blick in die Höhle werfen.
so völlig uneingerichtet so mit Zeugs, was ich eigentlich nicht brauche, gehe ich ja gerne in die Höhlen. So, Esswaren habe ich auch hier. Eisen und Leder lasse ich hier, das Holz lasse ich auch mal hier. Einfach, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht und das Zeug ein bisschen schneller wächst. Gehen wir schnell in die Höhle. Steak nehme ich mit. Was einmal lasse ich hier. Fackeln mitnehmen natürlich. So, ab in die Höhle. Fertig. Speichergerät verbunden. Willst mich verarschen? Gut. Ich glaube, die letzte Erkundung da hatten wir ein bisschen Creeper-Probleme. Wir müssen schauen, dass es dieses Mal nicht wieder so wird. Hat er jetzt uns gesehen? Ah, er hat uns gesehen. Scheiße. Nein! Wirst du wohl... Nein! Stirb! So. Was ist denn hier mit dem Schatten der Spinne? Ist ja auch nicht ganz normal. Naja. Oh. Ah, der hat uns auch schon wieder gesehen. Ach, scheiß Creeper mal. Nein! Shit. Ah, toll. Schönes Loch hier. Blau ich gleich mal zu. Ich hasse diese scheiß Creeper-Löcher. Ist gar nicht schön. Ein bisschen ausfüllen mit Erde. Nicht, dass hier noch was darunter spawnt. So, ein bisschen Samen haben wir immerhin gekriegt. So. Jetzt gehen wir nach unten, ne? Mit den Shaders natürlich hier ein bisschen schönere Beleuchtung. Oh, ich höre eine Spinne. Wir waren doch schon mal hier, ne? Jo. Jetzt müsste ich eigentlich schnell hier, zack, und dann... Übrigens, beide Playlists haben nun neue Songs darin. Die Nacht-Playlist ist jetzt fast doppelt so lange. Und auch die Tages-Playlist hat neue Lieder bekommen. Das so nebenbei. Das, was jetzt gerade läuft, ist nämlich auch neu. Damit wir mal ein bisschen neuer Sound reinkommt. Alles natürlich lizenzfreie Musik von Kevin MacLeod, wie auch immer der schon wieder heißt. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auch sonst in der Videobeschreibung findet ihr eigentlich alles. Auch Mods und Mod-Informationen, Textureninformationen. Jo, und natürlich auch die Links zu Facebook, Downloads und so weiter und so fort. Immer alles schön in der Videobeschreibung. Ich glaube, die Musik ist fast ein bisschen laut. Ich mache es immer mal ein bisschen leiser. Nur ganz wenig. So. Zu leise soll sie auch nicht sein. Oh, das ist ja ein kleiner Slime. So. Hab keinen zwei Slimeballen gedroppt. Glaube ich, oder? Nö. Also, Fledermaus. Schnell alles ein bisschen ausleuchten, bevor wir hier das Zeug abkratzen, wisst ihr schon, ne? Damit wir ein bisschen in Sicherheit sind, ne? Nur ganz wenig. So, haben wir hier irgendwas vergessen? Nö, ne. Also wahrscheinlich ja schon, aber ist ja jetzt wurscht. Das sehen wir jetzt bestimmt später und denken, ey, cool, wieso hast du das nicht abgebaut, nö. Ich schieb immer alles raus, wisst ihr ja. So, da oben ist auch noch Eisen. Ja, und so ein bisschen Themenbereich, wisst ihr ja, GTA 5 ist ja genau vor einer Woche rausgekommen. Und hat es bereits jetzt nach einer Woche, muss ich rasch nachschauen, war es jetzt 1 Milliarde oder 1 Million? 3 Millionen? Nein, es wurden bereits schon 3 Millionen iPhone 5S verkauft, das weiß ich. Aber die Einnahmen von GTA 5, waren das 3 Milliarden? Nee, oder? Nee, oder schon? Ich weiß nicht, ich will jetzt hier keinen Scheiß versehen. Auf alle Fälle ungeheuerlich viel. Das ist ja das teuerste Spiel, was jemals gemacht wurde. Projektiert, hergestellt. Aber ich denke, das Geld, das holen sie auch wieder ganz gut ein. Und ich bin ja einer von denen, ich warte auf die PC-Version natürlich. Und ich denke, auch wenn noch nichts angekündigt ist, ich glaube, es kommt ganz bestimmt eine PC-Version. Weil, opala, erstens mal,
glauben so viele daran und vermuten so viele eine PC-Version, die... Oh oh. Ich glaube, da ist noch ein zweites Skelett irgendwo. Scheiße. Erstens mal vermuten so viele eine PC-Version, dass sie fast eine machen müssten, weil viele warten ja einfach auf die PC-Version. Ich habe auch keine PS3 und keine Xbox. Ich möchte das Spiel unbedingt, aber ich kaufe mir bestimmt nicht extra eine Xbox dafür oder eine PlayStation 3 oder PS4 dann. Und außerdem GTA kann man schon immer für den PC raus. Das muss einfach für den PC rauskommen, weil PC wegen Modding und so ist GTA ja natürlich ziemlich beliebt. Ich meine, was man in GTA 4 anstellen konnte, was da für Mods reinmachen konnte, eigene Autos und, da ist einfach viel geiler und auch das Cheaten und alles, okay, cheaten kannst du auch auf PS3 und Xbox, aber trotzdem, es warten so viele Leute auf die PC-Version, die müssen eine PC-Version bringen, weil wenn man bedenkt, was jetzt mit Xbox und PlayStation schon, was für Einnahmen die jetzt schon gemacht haben, das verdoppelt sich ganz bestimmt gleich, wenn da eine PC-Version rauskommt, weil so viele Spieler sind vom PC abhängig. Man spielt diese Spiele einfach auf dem PC. Es gibt ganz bestimmt mindestens genauso viele PC-Spieler wie PlayStation oder Xbox-Gamer. Die müssen es einfach auf dem PC rausbringen. Und darauf freue ich mich, denn ich werde es ganz bestimmt holen. Klar, ich schaue jetzt die Let's Plays und ich spiele hier und da mit dem Kollegen auf der PS3. Das heißt, vielleicht wird es nicht mehr ganz so spannend, bis es rauskommt, weil man die Story schon kennt und die Quests und alles Zeugs. Aber wie wir alle wissen, es geht ja nicht einfach nur ein Spiel, wo man hier die Story durchzieht und dann ist fertig, Schluss aus. Und es ist so ein Riesenspiel mit so extrem vielen Missionen und eine Riesenwelt, da macht das nichts, wenn du da die Hälfte schon kennst. Also wie gesagt, ich denke, die müssen eine PC-Version rausbringen und die wollen das auch, denn heutzutage geht es eh nur noch ums Geld und wenn man bedenkt, wie viel eben das jetzt da mit PlayStation eingenommen wurde und der Xbox, diese Summe, das nach einer Woche bereits, nach einer Woche so viel Geld auf einmal mit einem Spiel eingenommen, das ist unglaublich. Ich glaube jetzt COD wurde, glaube ich, jetzt geknackt. Das bricht alle Rekorde. Aber war ja anzunehmen, denn wenn man nach wie vielen Jahren, jetzt 5 oder wann kam GTA 4 raus, ich weiß nicht mehr, wenn man nach so vielen Jahren wieder so einen Titel rausbringt und man vorher schon so immens... Und man vorher schon so viel Werbung macht dafür und so viel Information und Trailer bereitstellt, dann ist es voraussehbar, dass es so gut läuft. Und ja, GTA 5 hat eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder kennt's, jeder spielt's. Egal ob Mädchen, ob Junge, egal ob leider eben, egal ob 9 Jahre oder halt, was ist denn das? Egal ob 9 Jahre oder 40 Jahre, jeder spielt GTA 5. Innerhalb von einer Woche ist es zum Kult-Game geworden. Einfach krass. Und was auch ein Vorteil ist, falls eine PC-Version rauskommt, mit der